Präsident, vielmals merci, Herr Präsident, die Damen und Herren. Da der Rapport aber nicht gestimmt, und das gleich als eine ganze Reihe von Gründen. Den ersten, als der dann Eisen nicht richtig als für eine Reihe Leute zu invitieren, wie für unserer Kommission zu schwätzen, mit du aber ein paar andere Kategorien Leute, wo wir nicht zu invitieren. Und den Leuten, die nicht invitiert sind, sind nicht einmal Vertreter von den Enseignants-Gewerkschaften. Das entspricht nicht der Vorstellung von der RDF, Überlegungen über den Berufsstand zu machen, über das Profil, ohne dass wir auf Manst probieren, wie mit den betroffenen Leuten selber zu diskutieren, an hier Gedanken, an hier Erfahrungen mit zu berücksichtigen. Professoren, Schulmeister, Lehrerinnen hätten müssen als privilegiert Interpretateure sein, sie waren aber nicht da. Vielleicht wollen gewisse Leute einfach nicht mit der Realität von unserer Schule konfrontiert gehen, und dafür bleiben sie da lieber am Abstrakten. Gefehlt noch Leute, die nicht so stark von der 60. Revolution geschädigt goufen wie verschiedene von denen, denen mir nur gelauscht haben. Sie hätten es mehr realistisch an zukunftsorientierte Perspektiven an den Enseignement können abfließen lassen. Wir hätten als ADR gerne einem Bernhard Boeb nur gelauscht, Lob der Disziplin, einem Josef Kraus, ist die Bildung noch zu retten, oder auch einem Michael Winterhoff, den Girau zu sein Buch gelesen, warum unsere Kinder Tyrannen werden, hat für uns 2D darüber referiert und hat als begeisterte Zustimmung fand. Dadurch wären die Präsentationen, soweit sie sich mit der Kannerpsychologie befasst haben, ganz sicher manner einseitig ausgefallen. Und noch von das nicht direkte Sujet von unserer Debatte hier aus hätte mir auch gerne wohl die Chargen an der Kommission gesucht. Auch sie sind ein Teil von unserem Unterrichtssystem und auch sie haben Recht darauf, für gehört zu gehen, an Materieprobleme von der Politik echt geholt zu gehen. Zweitens steuert uns als ADR, dass die Debatte aber so mischt, auch wenn sie das nicht so deutlich sieht, und sich ein bisschen unter dem Deckmantel von der zukunftsorientierten Reflexion verstoppt, dass es so gemerkt wird, als wäre also Schuldebakel hier im Land auch ein bisschen Schuld von den Enseignants, die einfach nicht mehr das richtige Profil hätten, für an die modernen Schule ranzupassen. Ich stehe doch die zeitliche Koinzidenz, dass so ein Debatte ausgerechnet dann auf den Ordre du Jour von der Chambre kommt, wo es gerade durch den Widerstand von den Enseignants gelungen ist, für die sozialistischen Reformen am Sekundär mal wenigstens provisorisch und hoffentlich auch definitiv zu stoppen. Ich frage mich, ob die Message soll sein, von Profen nicht so wollen, wie wir wollen, dann ändern wir eben Profen. Bei der ADR klingt das jedenfalls ernst. Wir sollen, der Professor, Lehrerin, der Schulmeister, müssen es an ihrem Roll gestärkt gehen und nicht geschwächt. Sie sollen von uns als das durchgestaltet gehen, was sie für uns kann, sollen sind Vorbilder. Sie haben ein Recht darauf, höflich behandelt zu gehen, sie sind Respektspersonen. Drittens steht uns, dass zwar in diesem Rapport ein Reihe von Problemen enumeriert gehen, die Sprachprobleme, der Verfall von den Familien, die Situation im Arbeitsmarkt, 12 von den Intervenanten bei den Kindern, mit der Courage, die richtigen Konklusionen zu ziehen. Die fehlt. Wir als ADR haben aber eine klare und überzeugende Position zu drängen von den Problemen, also schenken nur beim Sprachproblem. Wir wollen eine resolut, voluntaristisch, systematisch Integration von den ausländischen Kindern über den Weg von der Lützeburger Sprache. Wir hätten eine extra Klasse für die Kinder, die Sprachen intensiv beizubringen, die sie brauchen, für an unserer Schule integriert zu sein. Wir wollen keine Parallelschulen mit verschiedenen Sprachregimen, keine Segregation von den Ausländern, mehr Integration von den Ausländern, keine Parallelgesellschaften, kein Nirgendwo mehr ein Madden von allen Leuten in unserer Gesellschaft. Nur so können als ausländische Mitbürger von allen Chancen profitieren, die als Gesellschaft bieten. Wir wollen nicht Schule ändern, für sie auf Käste von unseren Kindern einer inexistenten oder verfehlter Integrationspolitik anzupassen, aber wir hätten gerne eine gute Integrationspolitik, für das die ausländischen Kinder an unserem Schulsystem gut können reüssieren. Familien. Wir wollen als ADR eine Stärkung von den Familien. Von denen an dem Sinn, dass wir den Älteren, die das wollen, eine realistische materielle Möglichkeit geben, für können daheim zu bleiben, an ihr Kinder selber zu erzählen. Da wäre doch mehr einfach, dass nach Wursten da ist, die gehen mit der Kanner Hausaufgabe machen, spielen, am Platz, dass sie allein losgehen, an der der Television oder dem Computer hängen. Und noch einmal, Kanner sollen daheim gezielt gehen und nicht an der Schule. Der Schulmeister und der Professor sind nicht dafür, die Effizienzen vom Elternhaus oder von der Gesellschaft nachzuschaffen oder abzuschaffen, wie für die Kanner Bildung und Wissen zu vermitteln. Die Schule ist keine Sozialklinik, sie ist eine Chance für Leute, die fleißig schaffen und ihre Chance erkennen, also sie auch nutzen, für am Leben führen zu kommen. Die Situation im Arbeitsmarkt.
dat Lycée-Diplomer am Ausland leider auch nicht wie viel wert sind, der für uns ja kein Argument gehen, für den Niveau von Eisendiplomer noch mehr weiter aufzusetzen. Guckt Redakteursexamen, Musterungen an der Armee, Topnahmeexamen an Staatsverwaltungen. Du und den Resultaten gesieht ihr vorrecht. Et ass eng einzig Katastrophe. An Habanne sie leider viel zu viele Parteien, die den Niveau nachfülle mehr aufsetzen, ab Platz endlich zu handeln. Für ganz ehrlich zu sehen. Haut gibt es junge Schulmeister und Lehrerinnen, die kein richtig Französisch mehr können, die Fehler und Tafel schreiben an den Älteren, kein richtigen Brief können schreiben. Mit den Kannern sollen sie Französisch beibringen. Schon hier ein Beispiel mitgebracht von einem Brief von dieser Woche, den an den Elternhaus kann man so nicht auf einer Gemeng. Mit das interessant das zu lesen. Das sind Schulmeisterin aus der Gemeinde geschrieben. Nous avons été contactés par la musique von der Gemeinde X pour chanter quelques chansons lors de leur concert. Und da geht es weiter. Les élèves intéressés qui mangeront à la cantine, nous irons les chercher à 13h15. Si votre enfant viendra aux répétitions, je veille à ce que mon enfant sera à l'école und so weiter. Also auf einem einzigen normalen Blatt von dieser Größe, die Fehler von grammatischen Fehler, grammatischen Fehler, das wohl Lehrpersonal und Eltern hingeschickt haben, das ist die Realität, schon eng Gemenge, schon der Brief war nach, ich hätte noch andere können mitbringen. Das ist die Realität an unserem Land. Für was wird das heute diskutiert und nicht ungeschwert, wir wollen ein Kehr sich mit der Katastrophe an unserem Schulwesen zu beschäftigen. Das ist nicht die Schuld von dem Lehrpersonal, die haben schon nicht mehr genug an unserer Schule gelehrt. Und die nächste Generation von Lehrpersonal, die kann noch Männer wie die do. Das ist die Situation, und da muss man handeln. Die Welt geht das äußer, wenn uns nicht ehrlich ungeschwert. Am Professor Bloß im Vortrag, der steht da noch an unserem Rapport, wo er sagt, besonders interessant, und der steht da natürlich nicht an unserem Rapport. Und er hat nämlich gesagt, Chinesen wären Welten besser wie wir, Welten besser. Es muss ihn eben keiner fordern. Sie schaffen da ein disziplinäres Durchgreifen, wo Probleme sind, und dann muss ich auch nicht das Niveau nicht das Niveau von der Schule sakrifizieren am Namen von einem falsch verstandenen sozialen Egalitarismus. 12 von den Interventionen bei den Kannern. Die besten Interventionen bei den kleinen Kannern sind hier Ältere. Sie sind nicht, die Kanner sollen erzählen an der Schule. Oder nicht der Staat, an der Krechen oder an der Präkost. Die Schule ist keine Erziehungsanstalt, mehr eine Bildungsanstalt. Und es wäre gut, für jeden gegen zu seinem eigenen Rolle fangen. Wir wollen als ADR ein Klangzöl von Intervenant bei den Kannern. Schulmeisterin, die Generalisten sind, und am Sekundär eine Klassenstruktur mit einem Region behalten. Herr Präsident, aber was nimmt durch Bildung und durch wertvoll Diplom am Niveau, wo die Schule kann die Rolle von einem Ascenseur sozial spielen. Wenn sie kein Niveau mehr hat, da checken die Leute, die sich besser stehen, hier kann ob Privatschulen und Ausland mit einem guten Ruf an unerkannten Diplomen, an die Armen, die auf die öffentliche Schule angewiesen sind, die haben noch nichts mehr. Das ist dann das Resultat von einer sozialistischen Bildungspolitik, sozial Ungerechtigkeit und allgemein Unwissen. Gott sei Dank geht als Lehrpersonal immer mehr innovationsresistent, wenn es um so Reformen geht, wie das Regierung so will es wird. Herr Präsident, denn Herr Rapporteur will wissen, ob wir mehr Fachdidaktik solle bei der Profenausbildung haben. Als Antwort das nee, weil die Leute mit einer fachdidaktischer Ausbildung auch kein allgemeinen Diplom mehr den hingegen Leichtigkeit Arbeitsmarkt gehen, aber sie könnte praktisch nicht mehr nach den Enseignement schaffen gehen. Außerdem lehrt in den praktischen Teil vom Beruf am Stage und das besser Leute bringen eine solide wissenschaftliche Bagage von der Universität mit. Da der als dafür auch weiterhin für ein Examenkonkurs beim Rekrutiment von den Professoren, da wird sich gegen all Versuch, das Niveau vom Examenkonkurs raufzuschrauben. Es kann eine Schnupperstage machen, darüber kann ich diskutieren, aber dann dürfen die Stage nicht Teil von dem Examenkonkurs gehen. Den Herr Rapporteur will auch wissen, ob wir verschiedene Profen wie verschiedene Alterskategorien am Lycée brauchen, auch da sei es Antwort nein. Was mir aber hätte, wären Direktoren an all Schulen, die sich um Administration, Organisation, Koordination und Disziplin kümmern. Formation continue, da muss man lehren, wenn man Leute auf akademischem Niveau rekrutieren, das soll man also auch als Akademiker behandeln. Das heißt, sie müssen selber wissen, als Akademiker, auf welche Manier sie sich weiterbilden, und dann muss doch die Opfer auf akademischem Niveau sein und nicht einfach auf Füllstoff beruhen, für die Leute zu zwingen, so und so viele Stunden an Schulen zu gehen. Dann kann ich nicht so mehr rekrutieren Akademiker, wenn man sie nicht behandeln wie Akademiker. Wir sind selbstverständlich d'accord, wie zu sagen, dass die behindert kann mit speziellen Besuchen, soweit wie realistisch möglich ist, sollen an den normalen Schulunterricht integriert gehen. Dafür sind dann noch die nötigen personellen Mittel für zu gesehen.
Wir sind noch d'accord, wie zu sagen, dass Schulen sich müssten ihr Lehrpersonal können aussichern, weil der DDR vertritt als Überzeugung das Prinzip von der Autonomie von den Schulen. Vielleicht sollte die Schule mit den besten national gemessenen Resultaten dann noch den nächsten Schwab bei den Professoren holen. Also selbstverständlich sollen die autonomen Schulen sich auch können die Schüler raussichern, zum Beispiel über den Weben einem Examen oder einem Konkurs. Die Schüler sollen um 6. Schuljahr können eine Kandidatur wie die eng oder einer Schule stellen, die ihnen gefallen oder die etwas erfreut, was sie interessieren. Ich will heute noch einmal eine Proposition wiederholen, die ich schon ein paar Mal gemacht habe. Und es wäre gut, wenn noch als Regierung dazu Stellung holen. Herr Präsident, aus Ihrem Mund höre ich das so gerne an. Und ich komme noch nach zwei wichtige Sätze, und dann sind ich fertig. Also, ihr seht, bei uns klappt das sowohl institutionell wie intern noch bei uns. Ich fordere mal den Minister ab, für am Deutschen, am Französischen und am Rechnen am Juni 2013 ein nationalen Abnahmeexamen um 6. Schuljahr, das nennt den Artikel 4.2 zu organisieren, auf der Basis von der Prüfungsprobe von 1970. Und es soll selbstverständlich genäht selbst verbessert wie demals. Da können wir nämlich den Bilan machen von den Reformen an der gesehen wir, wie ein Unterrichtssystem an den Jahrzehnten sich verändert wird. Und wo hat die Regierung die Courage, für ein Schulniveau am deutschen, französischen und am Rechnen um 6. Schuljahr heute zu vergleichen mit dem von 1970. Vielen Dank. Merci, Herr Kartais.